Aloha Leute, ja, heute mal wieder ein anderes Format und diesmal auch anderer Ort. Und zwar wollte ich euch heute meine persönlichen Top 10 vorstellen. Dieses Mal, und da es meine erste Version von Top 10 ist und ich nicht unbedingt diesen Top 10 Heini danach machen will, zeige ich euch meinen Pretty Face. Na gut, Spaß beiseite. Jedenfalls, ich wollte heute einen Top 10 machen von den besten deutschen, meine persönlichen besten deutschen YouTube-Songs. Das sind ja jeder große YouTuber, der was von sich hält, macht ja so einen Song. Ich weiß nicht, ob ich noch dahin komme, das ist fraglich, weil ich nicht so eine berauschende Stimme habe. Aber jedenfalls werde ich euch heute meine Top 10 der besten Deutschen, wobei bemerkt, Vogel, YouTube-Songs vorstellen. Mein Tagesablauf ist sehr klein, denn ich bin durchgehend online. Ja, die lieben Lochis mussten leider in die Top 10 rein. Ich wollte halt sie auf jeden Fall reinbringen, weil sie machen für ihr Alter, das kann man nicht so sagen, aber sie machen gute Musik dafür, dass sie nicht gut singen können. Meine Meinung. Sie können das gut schneiden und so weiter und ich finde das Lied auf jeden Fall gut. Boah, ey, das ist so beschissen, ey. 5 plus 2 ist 8, ey. Na, erkennt ihr es? Ja, natürlich Fresh Torge und er hat es auf meinen Platz 9 geschafft. Dildo auf dem Kopf, er zeigt noch 5 Mülltonnen und singt mein Blog. Wer verpackt Weihnachtsgeschenke jedes Jahr mit WinRAR? Und wer cheatet bei der Playstation Singstar? Wer kriegt am Elternabend einen Klassenbucheintrag? Und wer dreht bei Tetris sogar das Quadrat? Wer wollte ich eigentlich nach meinem Wadenerzeuger benennen? Doch fand den Namen zu streng, Gangbang. Es geht nicht um dein Bro, es geht nicht um dein Dad. Manche nennen sie hässlich, manche nennen sie fett. Digga, ich mein, deine Mutter. Das Lied hat es bei mir auf jeden Fall in die Top 10 geschafft, weil allein die Lyrics, ein Lied zu schreiben, was nur aus deine Mutterwitzen besteht und noch so gut verpackt, das kommt bei mir auf jeden Fall auf den 8. Platz. Auch wenn ich morgen sterben muss, als obdachloser Stiefelputzer. Scheiß drauf, ich hab ne Mütze. Wenn ich eure Politik nicht unterstütze, bin ich nicht wertlos, ich hab eine Mütze. Ich wasch dir an den Arsch und an die Brüste. Ich darf es, weil Mütze. Mein Auto kaputt und das liegt am Benutzer. Bestimmt nicht an mir, denn ich hab eine Mütze. Parallel zur Mütze trage ich ne Schürze. Doch ich verbringe nicht. Tja, leider habe ich diese Mütze nicht. Wie ihr schon sehen könntet, Mütze von Die Außenseiter. Ein sehr krasser Ohrwurm. Ich habe es erst vor kurzem gehört oder so. Ich weiß schon länger draußen spielen, auch ist ein kleiner Kurzfilm geworden mit Alberto und so weiter. Und die Außenseiter haben sich echt gut gemacht. Ich hätte es nicht geglaubt. Das waren meine ersten YouTuber, die ich wirklich verfolgt habe. Ich glaube, das geht den meisten Deutschen so. Und ja, es ist unglaublich, wie sie sich geändert haben. Weil früher so, ich hab mich verliebt in ein Mädchen. Die wieder schon krass waren, aber dann doch wieder zurückgefunden haben. Und also das heißt zurückgefunden, aber sich verändert haben so stark. Also was ich jetzt in den Musikvideos gesehen habe. Zeigen euch kurz was auf YouTube so ab. Wir kommen mit Beamer, Benz oder Bentley, hier mit Dieter, Jens und Henry. Wo immer wir auch hinkommen, heißt es, oh mein Gott, ich kenn die. So listen everybody, we making YouTube money. So listen everybody, we making YouTube money. So listen. Ja, das Lied kommt bei mir auf jeden Fall auf den Platz Nummer 6, weil es ist so ein Ohrwurm. Ich habe es auch live gehört auf dem Video Day 2013, so wie ihr das so wie ihr es lesen könnt hier. Und da haben die ja auch live gesungen und es war so geil. Ich habe so einen krassen Ohrwurm davon gehabt, auch wenn es nicht wirklich so bekannt wurde, das Lied irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber ich fand es schon ziemlich geil. Aber ihr, ich lächle sie an, der Moment ist perfekt. So bekomme ich immer die Mädchen ins Bett. Sie kommt auf mich zu, doch ich schau auf den Boden. Ich bin gar kein Macho, ich habe gelogen. Ich trau mich nicht, ich hätte es ja fast gemacht. Hey, 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 ich wollte nur nicht, und wenn hätte ich es eh geschafft. Ich
Ja, also ich habe hier auf meinem Zettel aus Versehen halt dein Maul Apecrime geschrieben. Das meine ich natürlich nicht, sondern ich wollte sagen, es ist natürlich, ich traue mich nicht von Apecrime. Nee, du bist ein Menschen wie ich, das sind Menschen wie wir, nur ohne Hoffnung, ohne Licht. Das sind Menschen wie ich und das sind Menschen wie du, das sind Menschen wie wir, nur geht es ihnen nicht gut. Du bist so schön, wenn du glücklich bist, dann lacht dein Herz und vergessen ist der Schmerz, weil der Ärger nicht nützlich ist. Doch nicht jedem scheint die Sonne ins Gesicht, viele wollen etwas Glück, doch sie bekommen es. Ja, das Video, das war, habe ich echt umgehauen. Max im Neues macht ja ziemlich gute Lieder. Und das war eines, das bei mir so ein bisschen rausgeguckt hat. Und ja, zum ersten Mal kennengelernt habe ich ihn auch bei Die Außenseiter. Die hat ja auch diese Lieder für deren Kurzfilme oder Filmchen gemacht. Und da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt. Und später halt nochmal bei Ponk war er dabei. Ich glaube, da wurde er so ein bisschen mehr größer bekannter. Mehr bekannter? Mehr bekannter. Bekannter einfach nur. Der Typ mit den Dreads nennen ihn ungespielt. Ungemein, ungeheuer gut wie dieser Unge spielt. Die Affen sind los, macht den Weg jetzt frei. Dann kommt ein Chaos, let's drug und noch die Polizei. Jetzt mal ganz langsam an, in Slow Motion kommen die Flying Pandas an. Julian und Baby kommen mit Lions und Dagi. Und du weißt, du willst mehr, mehr, mehr. Bist noch ein Klick entfernt, entfernt. Du hast Platz Nummer 3 ist der YouTuber-Song 2015. Noch nicht so bekannt, aber der 2014er YouTuber-Song war schon richtig Bombe. Und der 2015er war auch nochmal richtig gut. Suff, alle in denselben Clubs, alle immer alles gleich, wir sind niemals einsam. Wir sind Popcorn, Popcorn, Pop in der Tüte. Und egal wo wir sind, wir verstehen uns blind. Wir sind Popcorn, Popcorn zwischen den Stühlen. Und alles was bleibt, ist eine Kneipe und eine Zeit. Ich bin einer von uns. Und ich will nicht daran ändern, denn ich seh keinen Grund. Ich bin einer von uns. Und auf Platz Nummer 2, meine absoluten Lieblings-YouTuber-Gruppe, wenn man so sagen kann, neben Bullshit TV, Apecrime. Am Anfang habe ich bin durch Zufall auf ein Video von denen gestoßen, wo sie, durch Zufall bin ich dann auf einen Trailer gestoßen, auf einen Clip gestoßen, wo der André von der Brücke springt als Jack Sparrow auf ein Schiff, also wirklich in echt, und springt da rum, es war so ein Dampfer. Und ja, Link ist auch, Link mache ich am besten mal hier hin oder so. Jedenfalls irgendwo hier wird auf jeden Fall der Link erscheinen. Da könnt ihr draufklicken, euch das Video angucken. Es ist auf jeden Fall auch lustig, vor allem wenn man die Apecrime vorher noch nicht kennt, wirklich. Und dann nachher sich überlegt, so, hey, das waren doch die. Und dann waren es die wirklich und ich fand das eine super Erfahrung. Und ja, auf jeden Fall kommen wir zurück zum Lied. Auf Platz 2, Apecrime, einer von uns. bin am Start und damit meine ich halt dein Maul, lass mich bitte allein. Ich mach den Flugmodus rein, ein bisschen chillen muss auch mal sein. Halt dein Maul, es ist sicherlich wichtig, aber sind wir mal ehrlich, es interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Und auf Platz 1, wer hätte es anders erwartet? Einer der wenigen Songs, oder ich glaube der einzigen Songs, die es in die Top 10, war es glaube ich, der deutschen Charts geschafft haben, oder Top 100, ich weiß es nicht mehr genau, sind White Hitty, Halt dein Maul. Ja, es ist wirklich ein Hammer-Song, ein richtiger Ohrwurm. Ja Leute, also das waren meine Top 10 der besten deutschen YouTube-Songs in meiner Meinung. Jedenfalls, wenn es euch dieses neue Format hier gefällt, wenn ich mehr so Top-Dinger machen soll, dann lasst mich wissen, gebt einen Daumen gebt einen Daumen hoch oder schreibt es in die Kommentare, wenn ich mal den Film mal nachmachen darf von White Hitty. Und dann sehen wir uns dann einfach wieder beim nächsten Mal, ne? Adios, amigos! Ach halt, bevor ich es vergesse, schon weit runtergesprungen. Hier unten findet ihr auf jeden Fall noch meine 2 weiteren Videos. Und die letzten beiden, das dürfte immer, es ist immer ein Let's Play und immer ein anderes Video, was ich so gemacht habe. Ich glaube, ein Oldie setze ich diesmal rein. Lasst euch überraschen. Und ja, hier drüben, ja, zu meinem großen Projekt müsst ihr auf jeden Fall mitmachen. Es fliegt nachher gerade hier so rein. Da solltet ihr auf jeden Fall mitmachen, in die Kommentare schreiben. Ich brauche ganz wichtig viele Kommentare. Es ist sehr wichtig, bitte macht das. Und ja, nicht betteln. Na gut, naja, jetzt auf jeden Fall tschüss, ne? Tschüss.